Wir machen weiter mit der Rubrik Nummer 5, Ihnen präsentiert von Tweespan Sadels und Friso Sadels, Sattel für Friesenpferde. Und natürlich auch für alle anderen Pferde. Wir sehen Hildwin 528, ein Triple-A-Hengst, 8 Jahre jung, von JAM Kreuz in Heech, gezüchtet im Besitz von MCL Föhring in Hengelo, steht auf der Stuterei Friesche Fische in Drachten. Ein Sohn von Oma 493 und einer Sternstute aus Fritze 423. Ebenso im Stammbaum vertreten die Sternstute aus Stärk 328. Der Hengst kommt aus dem Stamm 15, zugelassen seit 2022. Hildwin 528 ist der erste Sohn von Oma 493, der zugelassen worden ist. Sein Vater ist nach Amerika ausgewandert und so ist Hildwin 528 davon überzeugt, dass wir jetzt alle auf ihn schauen. Es ist eine sehr ein schönes Bewusstsein, denn Hildwin ist ein hübscher Hengst mit viel Front, viel Rassenausstrahlung und einem edlen Kopf. Er kommt aus einer stark züchtenden Mutterlinie und hat mit Bauke K. von Farbe 348 einen Halbbruder, der den Frisian Talent Cup gewonnen hat und mit einer 10 im Trab belohnt wurde. Hildwin 528 ist in der zentralen Untersuchung als Allrounder hervorgetreten mit Triple-A-Scores in allen 3 Disziplinen, in denen er angetreten ist. Er ist arbeitswillig, kann gut wechseln und hat einen sehr aktiven Hinterbeineinsatz. Unter seinen Fohlen können wir sehen, dass sie alle typischerweise rassentypisch sind und dass sie mit auffallend edlen Köpfen und langen Hälsen auf die Bahnen kommen, außerdem einen resoluten Schritt haben und einen Trab, der Leichtigkeit ausstrahlt und sehr viel Raumgriff aufweist. Wir sehen Hildwin 528. Wir sehen noch einmal Hildwin 528 Triple-A auf der Bahn. Rubrik wird Ihnen präsentiert von Friso Sadels und Tweespan Reitersport. Wir machen weiter mit Hilbert 529 Triple-A. Sport Triple-A, 8 Jahre jung, gezüchtet von JP Veenstra in Zwichum, im Besitz der Gebrüder von Mahnen und RJ Rienstra in Ede, steht auch bei den Gebrüdern von Mahnen in Ede und auch bei Rüdi Rienstra. Ein Sohn von Heike 482 und der Sternstute aus Standard 447, außerdem eine Sternstute von Elke 382, vertreten in der Abstammung. Er kommt aus dem Stamm 32, zugelassen seit 2022 und in der Klasse ZZ der leichten Dressur tätig. Mit einer Verwandtschaftsgrad von 17,4% ist Hilbert 529 ein etwas weniger verwandter Hengst und damit wertvoll für unsere Zucht des Friesenpferdes. Er hat lange Linien und ist sehr royal entwickelt. Außerdem hat er Rassenausstrahlung
Rassenausstrahlung und eine sehr horizontale Rumpfausrichtung. In der zentralen Untersuchung, die er 2022 abgeschlossen hat, schien sich herauszustellen, dass bei alle 3 Basisgangarten gut sind, aber der Schritt am stärksten ist. Hilbert schreitet mit einem raumgreifenden und immer im Takt bleibenden Einsatz des gesamten Körpers. Vor allem als Reit- und Kutschpferd hat er viel Talent. Seine Fohlen werden beschrieben als uniform und sie sehen sehr gut aus, vor allem rassentypisch, haben hartes und trockenes Beinwerk und im Trab sind sie raumgreifend und ausreichend kräftig. Dabei ist Hilbert 529 auch noch ein sehr angenehmes Pferd im Umgang und hat sehr viel Lehrvermögen und Gier und es ist fein, mit ihm zu arbeiten. Wir sehen Hilbert 529. Sie werden mit Einsatz vorgestellt. In diesem Fall ist es Hilbert 529 Triple A Spott. Wir sehen Hirke 530 Spott Triple A, die Bahn betreten. 8 Jahre jung, gezüchtet von Familie Ludemar in Wildmassum und im Besitz des Stalls Chardon und H.J. Niemeyer in Jorwert, steht auch im Stall Chardon in Jorwert. Ein Sohn von Jure 492 und der Sternstute von Jisse 433, außerdem vertreten eine Sternstute Präferentin von Tjerk 328. Hengst kommt aus dem Stutenstamm 1. Zugelassen seit 2022 und tätig in der Dressurklasse Z2. Hirke war ein absoluter Spitzenreiter in der zentralen Untersuchung von 2022 und ist der erste Sohn von Jure 495, der eine eigene Nummer bekommen hat, also zugelassen worden ist. Der Hengst kommt aus dem Stamm 1, das ist der älteste Stamm im ganzen Stammbuch und einer, der sehr erfolgreich war im Jahr 2022. Seine Cousine Janke LW von Johannes 484 ist allgemeine Meisterin auf der zentralen Kürung von 2022 geworden. Der sehr jugendhafte Hengst hat eine luxuriöse Rassenausstrahlung mit einem edlen Kopf und sehr viel Ausdruck. Außerdem hat er Talent als Kutsch- und Reitpferd und hat sich auch noch einen hohen Score verdient in seinem in seiner Chauffeurprüfung. Hirke ist ein echter Allrounder und er wird im Sport von Jakob von der Heide geritten. Seine Fohlen haben eine ausreichende Entwicklung, das Beinwerk ist mit viel Qualität ausgestattet, der Schritt bleibt im Takt und ist regelmäßig und sie traben alle mit einem guten Raumgriff und viel Kraft im Hinterbein. Außerdem ist der Einsatz des Vorderbeines
positiv aufgefallen? Wir sehen Hielke 5:30. Das war Hielke 5:30 Triple A. Rubriek aangeboden door Wiesel, Zamos en tweespan ruimtesport. De volgende presentatie van Hengst Kees, weg 3-1 Triple A. 7 jaar von Friso Sades und Tweespanner Reiterbedarf stellt Ihnen diese Rubrik vor, in der wir jetzt auf der Bahn sehen Kees 5:31. Triple A, 7 Jahre jung, gezüchtet von AGG Schrauen in Streien, im Besitz der Familie Vollmer in Lünteren, steht bei den Newer Höfel in Lünteren. Ein Sohn von Scherbe 500, der Kron Sportstute Triple A von Maurus 441, außerdem eine Sternstute von Andres 415 vertreten im Stammbaum. Er kommt aus dem Stutenstamm 22. 22 auch das Jahr, in dem er zugelassen worden ist. Reitet in der Dressurklasse L2 und in der Zuchtklasse beim Showfahren. Kees ist der erste Sohn von Scherbe 500, der seine Zuchtzulassung erhalten hat. Der Hengst hat sehr viel Rassenausstrahlung, eine aufwärts gebaute Rumpfrichtung und ist trocken und hart in dem Beinwerk. Er kommt aus einer sehr sportiven Mutterlinie. Und das ist in den Ergebnissen aus einer zentralen Untersuchung auch sehr deutlich zu sehen. In allen 3 Disziplinen hat Kees einen Triple-A-Score erzielen können. Im Jahr 2024 hat er den nach seinem Vater benannten Preis, den Tjebbe 500 Pokal, im Konkurs Hippique vom friesischen Showfahren in Lünteren gewonnen und auch gleichzeitig den Deckhengst Champion gegeben. Er ist sehr lauffreudig und auch sehr arbeitslustig. In seinem Bewegungstalent gibt er auch weiter. Seine Fohlen aus dem ersten Jahrgang haben zu 50% eine erste Prämie erzielt und die Fohlen lassen sich auch mit einer sehr guten Front und einer Rassenausstrahlung, die auffällt, sehen. Ähnlich auffällig ist auch der sehr kräftige Trab, raumgreifend und mit viel Schulterfreiheit, wobei das Vorderbein sehr schön zum Einsatz kommt. Wir sehen Kees 5:31.
Dat is door de baan Kees 5-3-1 Triple A. Dort tanzt er durch die Bahn. Kees 5-3-1. Entree van Jorkeberg, de Sport Triple A, 7 Jahre. Jorke 5-3-2 auf der Bahn Sport Triple A, 7 Jahre jung. Gezüchtet von Essa de Vries in Witmassum im Besitz der Brüder von Maan und Kees und Anja von Aschbicker in Ede. Da steht das Tier auch bei den Gebrüdern von Maanen. Ein Sohn von Menne 496 in einer Doppel-A-Stute von Tjalle 454, auch eine Sternstute von Fette 422 vertreten in der Abstammung. Das Tier kommt aus dem Stamm 110. Zugelassen seit 2022 und tätig in der Dressurklasse Z1. Jorke ist der erste zugelassene Sohn von Menne 496 und hat 2022 die zentrale Untersuchung mit einem Triple-A-Prädikat abgeschlossen. Dieses Triple-A-Prädikat verdankt er seiner Fahrprüfung vor der Kutsche, wobei auffiel, mit wie viel Balance, Gleichgewicht und Impuls er da auftritt. Außerdem ist sein anhänglicher Charakter gelobt worden. Es ist einfach mit ihm zu arbeiten, weil er immer sein Bestes tut. Und das hat für ihn auch in der zentralen Untersuchung ein Fortschrittsprädikat erzielt. Von seinen 3 sehr taktfesten Basisgangarten ist vor allem der sehr aufwärtsgerichtete Galopp erwähnt worden, der einen Raumgriff hat, der auffällt, und auch einen Abdruck. Jorke hat sich inmittels auch im Dressursport eingefunden. Dort sehen wir ihn auf Körung und auch auf den Körungen seiner Fohlen zeigt er sich gut. Die Fohlen haben lange Linien, sind rassentypisch und stark in den Verbindungen, haben einen resoluten Schritt und einen raumgreifenden Trab mit einem Vorderbein, das gut zum Einsatz kommt. Wir sehen Jorke 5-3-2. Jorke 5-3-2 Triple A. Je de 5-3-3 komt binnenlandse Sport Triple A, 7 jaar gewonnen bij Arends in Bergen in bezit van de Finca Sanro. Jimte 5-3-3 Sport Triple A auf der Bahn, 7 Jahre jung, gezüchtet von R. Arends in Beilen. Im Besitz der Ganaderos Huastecos Sanro SRL de Seve oder der Finca Sanro aus Mexiko.
Ein Sohn von Ulbran 502 und der Steherstute Epke 475 sowie einer Steherstute von Nikle 309. Er kommt aus dem Stutenstamm 120, zugelassen seit 2022. Er ist vor der Kutsche tätig im Sport in der Klasse ZZ. Jimte ist das Eigentum des mexikanischen Gestüts Finca Sanro, aber bleibt zumindest erstmal noch in den Niederlanden. Er war als Fohlen schon auffällig, weil er so gut aussah und hat 2019 auf der zentralen Körung das Hengst-Fohlen-Meisterschaftsprädikat mitgenommen. In der zentralen Untersuchung ist er Sohn von Ulbran 502 vor allem aufgefallen, weil er sehr konstant in allen Prüfungen eine gute Leistung abgelegt hat und vor allem der kräftige Schritt mit viel Körpereinsatz war da sehr schön und ist ist gut für die Friesenzucht. Seine Fohlen haben auch viel Rassenausstrahlung und einen Trab mit viel Raumgriff, Kraft und Leichtigkeit. Dabei strahlt auch das Beinwerk sehr viel Qualität aus. Der aufwärts gebaute und jugendliche Jimte 533 hat außerdem einen sehr angenehmen Charakter und liebt es, wenn er Aufmerksamkeit bekommt. Und die bekommt er natürlich heute auch vollständig. Wir sehen Jimte 533. De stikkelwacht, dames en heren, die twee naamgenoten bij elkaar, Jimte met Jimte Corazon. Wir sehen einen fliegenden Wechsel. Jimte jetzt mit Jimte. Der Vorbringer hat den gleichen Namen wie das Tier. Und der letzte in dieser Rubrik betritt die Bahn Kanne 534 Sport AAA. 7 Jahre alt, gezüchtet von der Familie Ache-Ockemar in Siereswoude, im Besitz der Familie Ache-Ockemar in Siereswoude und steht im Stall de Meersken der Familie Ache-Ockemar in Siereswoude. Ein Sohn von Ulbran 502 und der Stern-Sportpräferenten Leistungs-Doppel-A-Stute von Torben 466 sowie einer Kronsport-Präferenten Leistungs-Triple-A-Stute von Dodson aus dem Stamm 50 kommt das Tier.
Zugelassen seit 2022 in der Dressurklasse Z1 und in der Fahrklasse ZZ tätig. Der sehr rassentypische Kanne 534 ist der Stallgenosse von Jimte 533 und ebenfalls ein Sohn von Ulbran 502. Und damit sind sie die beiden ersten zugelassenen Söhne von Ulbran, der selber mittlerweile in den Vereinigten Staaten lebt. Kanne kommt aus einer sehr hervorragenden Mutterlinie und ist damit auch mit einer guten Zuchtgeschichte gesegnet. Im Sport fallen vor allem im Sport fallen die Leistungen auf. Seine Triple-A-Score hat er in der zentralen Untersuchung erreicht. Und eiferte er seiner Mutter nach als Fünfter in der Reihe in diesem Stamm 50. Seine Halbschwester Ela Sterre von Johannes 484 ist mittlerweile Modellsport Triple-A-Stute und wurde am Zuchttag Meisterin der Zuchtvereinigung Groningen-Drenthe. Das sind zwei verschiedene Provinzen hier in den Niederlanden. Kanne kommt aus einem sehr guten Stamm und einer guten Familie und hat mit seinen großartigen Präsentationen und Vorstellungen in der zentralen Untersuchung natürlich auch hervorragende Fohlen hervorgebracht, die in dem letzten Jahr positiv aufgefallen sind. Sie sind gut entwickelt, haben lange Linien und das Beinwerk ist trocken und hart. Der Schrift und der Trab sind beide raumgreifend. Wir sehen Kanne 534. Und wir sehen ihn noch einmal. Kanne 534 Tripler. Ja, stellen Sie sich das vor, Sie sind so ein Vorbringer. Die haben schon auch richtig Mumm und richtig Kraft, wenn man so ein Pferd hier durch den Ring begleiten muss. Und sie kommen zurück in unserer Rubrik 5, die gesponsert wird von Reitersport Tweespan und Friso Sadels. Sättel für Friesenpferde und alle anderen Rassen. Tweespan, Ruimsport, Friso sponsor. Friso al meer dan 30 jaar een begrip handgemaakt in Engeland voor de hoogste kwaliteit.
Dus we gaan ons doen vanwege de goede afwerking mogelijk tot zelf samenstellen met een zeer comfortabele zit. Mogen we weer een beetje richting mensen. Even checken. Langsam ist es wieder, wie es sein soll, meine Damen und Herren. Gucken, ob die Jury auch zufrieden ist. Ist noch kurz am Beratschlagen. 5-3-3. Einmal hier und dann einmal so drehen. Bisschen weiter nach hinten. Eben hinten dran. Da eben stehen bleiben. Dann könnt ihr wieder im Schritt weiterlaufen. Dann stellen wir auf Spitzenreiter Jimte 5-3-3. Dann Jorke 5-3-2.
Vervolgens Kees 5-3-1. Kees 5-3-1. Dann Kanne 5-3-4. Hielke 5-3-0. Hielke 5-3-0. Und Hiltwin 5-2-8 und dann Hilbert 5-2-9. Nederland namens John KNVB, John Boom namens het bestuur gaan we dit weer aanhangen. Wir haben natürlich auch schon wieder Lindendamen in dem Ring, Vorstandsvertretungen, um hier zu gratulieren und die Schleifen und Blumen auszuteilen, während Sabine wieder mit uns und zu uns spricht. Das ist die letzte Kategorie hier für unsere Meisterschaftskörung und in der Spitzenposition Jimte 5-3-3. Ein Hengst, der heute sein letztes Mal für uns hier auftritt, weil er nächste Woche umzieht nach Amerika. Er hat einen langen Hals, er hat trockenes Beinwerk, ein schöner Schritt mit viel Einsatz des Körpers. Der Trab, einfach Leichtigkeit mit viel Takt. Jimte 5-3-3 bei uns in der Spitzenposition. Und ein sehr schöner zweiter Platz für Jorke 5-3-2. Ein sehr moderner Hengst mit schönen Linien, einem langen Hals, einer starken Oberlinie, einer guten Gruppenlage. Im Schritt gut zusammengesimmelt, im Trab noch nicht ganz so viel Kraft, wie wir uns das gewünscht hatten. Für Jorke 5-3-2. Da machen wir weiter mit einem Pferd mit sehr viel Hengstausstrahlung. Kees 5-3-1. Viel Statur, starke Lenden. Der Rücken könnte etwas stärker sein. Und in der Bewegung sind wir noch nicht ganz überzeugt gewesen, aber ein sehr schöner dritter Platz für Vater 5-3-1. Dann Kanne. Kanne ist so richtig reingewachsen, hat sehr viel Rassenausstrahlung. Sehr gleichmäßig gebaut, hartes Beinwerk. Er war ein bisschen abgelenkt, ein wenig hastig in beiden Gangarten. Er wollte etwas schneller sein als sein Vorbringer. Kanne 5-3-4. Und es hört nicht auf mit den schönen Hunden hier, Hengsten hier, weil wir bei Hielke 5-3-0 angekommen sind. Ein Hengst mit einer sehr schönen Vorderhand, hartes Beinwerk, der nicht ganz überzeugend war im Schritt, aber eine ausreichende Beugung am Hinterbein hat. Hielke 5-3-0. Dann Hiltwin mit seiner schönen Vorderhand. Ein langer, vertikaler Hals mit viel Behang. Ein Hengst, der nicht so aufwärts gebaut ist, wie wir uns das gehofft hatten. Hartes Beinwerk hat, der war sehr angespannt und darum heute nicht so richtig gut in der Bewegung überzeugen konnte. Aber ein schönes Pferd, Hiltwin 5-2-8. Und zu guter Letzt Hilbert 5-2-9. Ein sehr großgerahmter Hengst mit einem langen vertikalen Hals. Schöne große Hufe. Und der heute uns nicht so richtig überzeugt hat in seiner Bewegung. Aber er ist ein sehr hübscher Hengst mit schönen Linien. Hilbert 5-2-9. Und wir nehmen mit die ersten beiden Pferde für die Meisterschaft. Und das sind Jimte 5-3-3 und Jorke 5-3-2. In der Spitzenposition also Jimte 5-3-3. Dann haben wir noch Jorke 5-3-2. Kees 5-3-1. Kanne 5-3-4. Hielke 5-3-0. Da ist er. Hiltwin 5-2-8.
Und Hilbert 529.